Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur heutigen Panoramasendung, moderiert aus Thun. Zwei Sachen schauen wir uns ein bisschen genauer an. Der Tourismus in Spiez floriert, wird das zum Problem? Und Mathe feiert ihre 3 Curling-Weltmeisterinnen. Ja, die Gemeinde Spiez am Thunersee wird bei Touristen immer beliebter. Noch nie hat es so viele Logiernächte gegeben wie letztes Jahr. Doch die Bevölkerung macht keinen Freudensprung. Der Grund? Immer mehr private Wohnungen werden vermietet und sorgen so für weniger Wohnraum, mehr Lärm und auch mehr Abfall. Mein Kollege der Ben Abeckler hat die Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner mit den Sorgen der Leute konfrontiert. Also man merkt ganz eindeutig, dass der Tourismus zugenommen hat, sei es Kurzzeitvermietungen, sei es bei den Hotelgästen oder Tagesgästen. Und man nimmt wahr, dass Touristen präsent sind unter dem ganzen Jahr. Reibungen gibt es in dem, dass private Parkplätze verstellt sind, dass die Leute Wohnungen suchen und nicht finden und irgendwo Leute, dass sie auf private Sitzplätze gehen, dass sie den ÖV brauchen zu Zeiten, wo die Bevölkerung arbeiten oder in die Schule geht. Also es gibt schon diverse Reibungspunkte einfach im Alltag. Wir werden alle Ferienwohnungsbesitzer anschreiben, also all die Wohnungen haben, die nicht tourvermietet sind, werden sie anschreiben und sagen, schreibt doch eure Wohnungen an, seid 24 Stunden verfügbar, dass wir Fragen stellen, schreibt eure Parkplätze an. Die Spiez Marketing AG macht gewisse Leitfäden, damit die Gäste nachher auch sensibilisiert werden für die Regeln, die hier bei uns gelten. Setzt man dann weiterhin auf freie Marktwirtschaft oder plant man dort bei Kurzzeitvermietung auch einzugreifen? Wir prüfen es. Wir prüfen im Moment die Planungszone. Wir schauen auch, ob wir im Baureglement irgendwelche Vorkehrungen werden treffen mit einer Mindestaufenthaltsdauer und so weiter. Aber da sind wir im Moment dran. Der Zug einfach hier auf unsere Flächen, wo wir persönlich oder hier als Bevölkerung als Naherholungsgebiet brauchen, die sind irgendwie mehr bevölkert. Da kommen irgendwie mehr Leute her. Und das schneidet die Bevölkerung in ihrem Alltagsleben im Sommer extrem ein. Und von dort her werden wir hinschauen und schauen, wie können wir dem begegnen. Ja, von Spiez gehen wir jetzt ein bisschen weiter Richtung Oberland auf Mathe. Die Bödeli-Gemeinde ist zurzeit nämlich in 4 Laune. 3 Curlerinnen haben kürzlich auf der Weltbühne abgeliefert und dürfen sich neu Weltmeisterinnen nennen. Mein Kollege der Janik Mühlemann war beim stimmungsvollen Empfang von Fabienne Rieder, der Selina Richiger und der Selina Gaffner vor Ort. Der am letzten Sonntag im Finale Weltmeister. Und das ist doch ein gewaltiger Applaus für. Wie war für dich das Gefühl, was heisst, ja, mal, wir haben den Titel geholt? Ja, also wir sind mit dem Ziel hergegangen, dass wir ein gutes Curling zeigen und dass wir an SM anknüpfen können. Das ist uns mega gut gelungen. Wir haben gewusst, wenn wir das bieten können, dann geht es Richtung Medaille. Und dass wir jetzt Weltmeister sind, das ist mega, mega cool. Hättest du damit gerechnet, dass ihr mit dem Titel heimkommt? Und was sind die nächsten Ziele? Ich habe nicht damit gerechnet, wirklich nicht. Das ist jetzt umso schöner für uns. Und jetzt ist es so, dass wir dann noch die Saison nachbesprechen. Dann formulieren wir das erste Ziel formulieren für die nächste Saison. Und man hört es im Hintergrund, also die Fans toben für euch. Hättest du damit gerechnet, dass ein solcher Aufmarsch hier ist? Nein, also es sind so viele Leute da und es ist mega, mega schön, dass die alle uns unterstützen. Ja, einfach cool. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Mehr Infos zu den einzelnen Themen und Artikeln gibt es wie immer auf plattformjo.ch oder auch in unserer App. Meine Kollegen vom Meteo News verraten euch jetzt noch, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Ganz herzlich willkommen zum aktuellen Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Ein wechselnd bewölkter Tag haben wir heute am Dienstag gehabt. Dazu vor allem im Oberland ab und zu mal noch ein Schauer. Sonst ist aber vor allem der Nachmittag doch recht freundlich gewesen. Am Mittwoch liegen wir dann südlich von einer Hochdruckbrücke, die sich vom Atlantik bis zu den baltischen Staaten streckt. Mit einer Beisenlage strömt dann wieder ein bisschen trockenere
Luft zum Alpenraum. Mittwoch startet man dann veränderlich bewölkt in den Tag rein, bei Temperaturen um oder leicht über dem Gefrierpunkt. Das ist dann ein ähnlicher Wettercharakter, wie wir das in der Nacht haben. Mal ein Schauer im Mittelland, wo nicht ganz ausgeschlossen ist. Im Oberland sind die Niederschläge dann ein bisschen wahrscheinlicher, aber alles in allem ist der morgige Tag dann schon eher auf der trockenen Seite. Das Ganze bei verhaltenen Temperaturen, so 5 bis etwa 7 Grad. Dazu bloß im Mittelland noch eine mäßige Beise, 0 Grad Grenze, die liegt auf rund etwa 1200 Meter. Pünktlich zu der Osterviertig dreht das Wetter richtig auf. Am Donnerstag gibt es dann einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken bei rund etwa 10 Grad. Auch am Karfreitag und dann am Kar-Samstag zeigt sich das Wetter dann schon von der sonnigen Seite. Und auch die Temperaturen gehen weiterhin drauf mit 13 bis 14 Grad am Freitag und dann 16 bis 17 Grad am Samstag. Auf Ostersonntag bleibt sonnig, die Temperaturen kratzen dann sogar an der 20 Grad Marke. Der Schokihas würde dann also in einem schattigen Plätzchen verstecken, sonst bleibt dann nicht mehr viel von dem übrig. Soviel zum aktuellen Wetter. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.